Sommer sein Drachenlebens muss einen Vertrag. Feuer. Was Feuer? Feuerdrachen. Feuerdrachenkind schwimmen lernen. Ob es will oder nicht schwimmen, ist aber wichtig. Richtig, Lisa. Wieso richtig? Guck mal hier. Schwimmen. Achtung, Finger. Schwimmen ist eben wichtig. Eben ist das. Eben wichtig. Und tauchen auch. Nun dich ganz klar. Nun oder nur? Nur die ganz kleine Drachen Kleinen. dürfen Kleinen. schwimmen, Ringe Kleinen. nutzen. Kleinen Drachen dürfen noch schwimmen, Ringe benutzen. Nächste. Nach dem Sommer kommt der Herbst. Was? Herbst? Ja, nach dem Sommer kommt Herbst, oder nein? Ja, stimmt. Nach dem Sommer kommt Herbst. Meinst du Herbstsommer jetzt, oder was? Nach dem Sommer kommt Herbst. Er ist meistens ziemlich warm und auch ganz kurz ein. Ob this Punkt, was bedeutet? Stoppen. So, er ist meistens ziemlich warm und auch ganz kurz. Ein kräftiger Wind fegt dann über die Insel im Felsenwald. In Felsenwald. In Felsenwald. Das Gar Wald. nicht weit von der Drachenhöhle. Welche ist das jetzt? Ich bin hier. Drachenhöhle. Entfernt. Entfernt. Fällt und so. Fällt dann so viel Laub zu Boden, dass die Drachenkinder dort wunderbar Verstecken spielen können. Meist folgt den Herbst wieder der Frühling, dem auf. Dracheninsel gibt's nun ganz selten einmal einen Winterpalme. Einen Winter, dann stoppt es. Schlungen verstehen sich nämlich nicht besonders gut mit dem Winter und die Drachen mögen ihn schon gar nicht. In diesem Jahr aber wird es Herbst, immer herbstlicher. Der Wind immer kühler und wird kalt, das sogar sehr kalt und
bald herrscht Klirrende. klirrenden Klirrende Frost auf der Insel. grillige Frost auf der Insel. Es darf Nicht so schnell. Musst richtig gucken, die Buchstaben, okay? es Da. dauert nicht lange, da fallen die ersten Schneeflocken vom Himmel. Was ist denn? Was ist das denn? Was ist das denn? fragt Kokosnuss. Er erstaunt. Schnell, sagt Das ist ganz schnell. Schnee, sagt Magnus. Mami, du kritzelst dort. Er packt gerade die großen Reise. Die großen. Die große Reise. Tasche, die Tasche. große Reisetasche. Die große Reisetasche. Nein, das? Das macht Das machen. alle Drachen, die fliegen können. Denn Denn bei Schneefall ziehen sie zu Sommerinsel. Sommerinsel in die südlichen Schütze. Südsee. Dort Dort fällt fällt nämlich gerade garantiert. kein Schnee. Ja. Nächste. Und Und die kleinen Drachen, die noch nicht fliegen können, die müssen auf die Dracheninsel die müssen auf der Dracheninsel. Auf der. auf der Dracheninsel bleiben. Bei der alten Fluglehrerin Roselinde bei ihrem Müssen sie dann dann den ganzen Winter über Fliegen üben. Und das ist nicht gerade lustig, denn Stopp zuerst. Denn Prosilinde Prosilinde ist streng und versteht über keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß. Keinen Spaß. Und, jetzt weiß ich, wer die Prosilinde ist. Das ist die Prosilinde. Achso, das ist Prosilinde. Das ist die Lehrerin? Okay. So, nächste. Warte, wer ist nochmal? Ich schau mal. Das ist die Prosilinde. Oke. Dibaca buku tiap hari 15 menit minimal, teman-teman. 10 menit deh. Nih, tarik tanda tangan. Sama jamnya ditulisin. Spruch tritt Kokosnuss und seine nicht Welche bist du jetzt? traurig Kokosnüsschen. So ist das nun mal, wenn man noch nicht fliegen kann. Lernen Welche ist jetzt? Lerne fliegen dann kannst du beim nächsten Mal mit zur zur Sommerinsel. Entgegnet Mette. Es geht nicht Mette. Mette ist? Mette ist die Mutter von Kokosnuss. Okay. Nächste.
Das ist die Rosalinde, die kommt heute. Das ist die dahinter gepackt hat und schon mal hingesetzt hat. Ach so, okay. Die Rosalinde. Trotzdem ungerecht. Kokosnuss ist wütend, aber das nützt nichts. Die großen Feuerdrachen ziehen in den wüstlichen südlichen Süden und die uralten und ganz jungen Schneesel zurück. Die Was ist das? Jungen Dracheninsel zurück. Dracheninsel zurück. Die Alten bleiben, weil ihre Flügel lahm geworden sind. Und die Jungen bleiben, weil sie eben noch nicht fliegen können. Genau. Schau mal, wieso nicht? Schau mal da. Ja, er nur springen. Er konnte noch nicht fliegen. Maar versuch rennen von der Haus, oder? Ja. Blub, 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 eine Fliege, blub, dung, Unterfall. Er untergefallen. Er hat untergefallen. Wie du auch, wenn du bist am Lernen laufen auch so, oder? Geh mir aus der, blub, 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 bum, Unterfall. Der Winter den Kokosnuss den ganzen Tag über war in den Flugschule und gerade mal 5 Drachenschritte weit ist er geflogen. Missmutig schlurrt er zum Bucht hin. Unter dem Mond spiegelt sich auf dem Meer. Das ist ganz ruhig. Und riesig und dunkel vor ihm liegt sie ein großes blaues Tuch. Blaues Tuch. Kokosnuss taucht doch gar nicht ab. Ja? Kann ich da mal schwimmen? Nur Fischi. Das ist kein Fisch. Nein. Das ist ein Wal. Schönes Buch hast du genommen heute. Hast du geholt. Warum ist das schön? Schön da. Weil hier viel Geschichte, Bild gibt auch, aber nicht so viel Bilder. Aber Mami, das eine... Das ist ein richtiges Geschichtenbuch. Schau mal, jetzt kommt... Wo ist die Rakete? Das gab da irgendwo... hier ist die Rakete. Die fliegt ab. Ja, hier. Jetzt muss ich... Es gibt auch ein großes Bild, wo man nichts lesen soll. Zum Beispiel das hier. Da schön muss man gar nichts lesen. Aha. Siehst du, wo kann man da lesen? Nein, das ist nur Bilder zeigen. Da geht es um Mond. Rakete. Aber das ist Mathildas Freund. Igel, oder? Nein, ein Stachelschwein. Wo denn? Ja, wurde das Igel? Das ist kein Igel. Nein? Da, das ist Mathilda, ein Stachelschwein. Da? Ein Stachelschwein. Kein Igel. Nein. Sprung. Rückwärts. Hab keine Angst, sagt das große weiße Ding. Weiße Ding. Das Ding? Wieso Ding? Das ist doch D. Ui, Kokosnuss fragt sich vor. Ui, Kokosnuss, bring vor Staunen jetzt kein Wort heraus. Einen riesigen Fisch. Einen Riesenfisch. Ein Riesenfisch. Flüstert er schließlich. Nein,
Nein, nein. Nein. Ein Abstand. Das fertig war. Ein Riesenvieh, flüstert er schließlich. Und dann sagt die, nein, ich bin kein Fisch, ich bin ein Wal. Ein Wal? Genauer gesagt bin ich ein Pottwal. Noch genauer gesagt bin ich ein weißer Pottwal. Was haben wir? Wo bin ich? Genauer gesagt bin ich ein Pottwal. Noch genauer gesagt bin ich ein weißer Pottwal. Wir weißen Pottwale sind eine Seltenheit. Eine Seltenheit. Ungefähr so selten wie einen Vulkanausbruch. Nur nicht so gefährlich, erklärt er. Erklärt der Wal. Ach ja. Und ich heiße Kasimir. Flug, das ist kein L. Oh ja. Was ist das? Fuß. So Fuß, das ist kein S. Da dein Fuß. Fugt. Das ist G und T. So fugt er hinzu. Oh, Kokosnuss. Wie bitte, Frau Kasimir? Kokosnuss. So heiße ich mehr. Du musst stoppen, das ist doch ein Satz von Kokosnuss. So jetzt wieder. Okay. Merkwürdiger Name für einen Drachen. Mein Vater sagt immer, ich war bei meiner Geburt gerade so groß wie eine Kokosnuss. Deshalb würden sie mich. Nein, deshalb wurde ich so genannt. So groß wie eine Kokosnuss. Ja, deswegen die Eltern nennen ihn Kokosnuss. Mami, kannst du es vorlesen? Also, Mami muss lesen. Okay. Aha, sagt der Wal. Und dann sagt er, sag mal Kokosnuss, könntest du mir helfen? Bei was denn? Ich bin eigentlich in die Bucht gekommen. Um mich ein bisschen auszuruhen. Aber als ich wieder zurück ins Meer tauchen wollte, hatte sich ein Eisberg vor den Ausgang der Bucht geschoben. Jetzt komme ich nicht mehr heraus. Kokosnuss überlegt angestrengt. Ein Eisberg. Dann schnippt er mit den Krallen und ruft, das ist überhaupt kein Problem. Eis und heiß wie Wasser, stimmt's? Ach ja, stimmt, antwortet Kasimir, aber so ganz versteht er noch nicht. Schnurstracks marschiert Kokosnuss zu den Eisberg, funkelnd und glitzernd. Wie ein Diamant liegt er im Wasser. Kokosnuss holt tief Luft und spit einen gezielten Feuerstrahl auf das Eis. Gleich beginnt das Eis zu schmelzen. Zuerst nur ein paar Tropfen, aber als Kokosnuss noch mehr Feuer spit, fließt immer mehr Wasser von Eisberg ins Meer, bis nur noch eine kleine Eisscholle übrig ist. Wow, ruft Kasimir, das nenne ich gute Arbeit. Dafür hast du einen Wunsch frei. Kokosnuss muss nicht lange nachdenken. Kannst du mich in die südliche Südsee bringen? So Sommerinsel der Drachen. Stoppen, tschüss. So sag mal. Komm mal hier.
Kokosnuss muss nicht lange nachdenken. Kannst du mich in die schützliche Schütze bringen, zur Sommerinsel der Drachen? Das ist eine Fragezeichen, oder? So, da, am Ende muss auch wie eine Frage. Also, da? Was ist das? Wir können es versuchen, sagt Kasimir. Kasimir, stell dich auf meinen Rücken. Meinen Rücken. Meinen Rücken, aber als Kokosnuss mit beiden Füßen auf Kasimirs Rücken steht, macht es plupp, plupp und der Wald geht unter, als wäre er aus Stein. Oh, ruf Kokosnuss. Oh, ruf Kokosnuss. Und schwimmt schwimmt ans Ufer zurück. Ja. Kannst du nochmal? Achso, wechsel immer. Okay. Gefällt dir die Geschichte, oder wie? Okay. So geht es nicht, sagt Kasimir. Kenan, Maxi? Du bist zu schwer für mich. Oh, die Kokosnuss zu schwer, Bruder. Geht es dann überhaupt nicht? Fragt Kokosnuss verzweifelt und eine kleine Träne rollt ihm über die Wange. Lass mich nachdenken, murmelt Kasimir. Ich bin gleich wieder da. Der Wal taucht hinab auf den Grund der Bucht. Wenn ein Pottwal ein Problem lösen muss, dann taucht er hinab zum Meeresgrund, weil er dort am besten nachdenken kann. Auf dem Meeresgrund ist es nämlich meistens schön ruhig. Du wieder oder Mami noch? Ich wieder. Mach oben, Mami kann nicht sehen. So lang bleibt Kasimir unter Wasser. Das Kokosnuss Unter Wasser. Unter Wasser. Das Kokosnuss sich schon Sorgen macht, aber dann taucht der weiße Wal wieder auf. Brüstet Kasimir und holt einmal kräftig Luft. Wale können nämlich nicht viel Fische unter Wasser. Wale können nämlich nicht wie Fische unter Wasser atmen. Ruft Kasimir. Nein, das noch nicht. Sie müssen immer auftauchen und Luft zu holen. Ich hab's, ruft Kasimir. Hol einen langen, dicken Seil. Und? Kurz darauf steht Kokosnuss. Das noch nicht mal. Hol ein langes, dickes Seil und 2 Holzstämme. Damit müssten wir es schaffen. So, nächster. Kurz darauf steht Kokosnuss wackelig auf zwei Baumstämmen und hält sich an den Seil fest. Das andere Ende hat sich Kasimir zwischen die Zähne geklemmt. Bist du bereit? Ruft Kasimir. Ich weiß nicht. Stottert Kokosnuss. Halt dich einfach fest und versuche nichts aus den
Gleichgewicht zu kommen. Aha, antwortet Kokosnuss. So, Mami wieder. Dann raus Kasimir los wie eine Unterwasserlokomotiv und platz, der kleine Kokosnuss fällt ins Wasser. Also noch einmal Platz und noch einmal Platz und noch einmal. Hui, jetzt funktioniert's. Kasimir zischt durch das Wasser und zieht Kokosnuss auf den beiden Baumstämmen hinterher. Hey Kasimir, das macht Spaß. Jauchzt Kokosnuss. Der Wald schwimmt sehr schnell durch die Nacht. Schon am nächsten Morgen erreichen die beiden die südliche Südsee. Bila noch bis hier, ja? Es gibt noch. Ja, genau, das ist Mathilda morgen. Mathilda. Oder später wieder, okay? Ja, Mami Mathilda ist hier. Das ist die Mathilda. Mathilda ist ein Stachel. Das ist Stachelschwein, okay. Schau dort, das muss die Sommer. Kasimir an den großen Drachen vorbeizuschauen. Die großen Vorbei zu rauschen. Die großen Drachen trauen ihren Augen nicht. Schätzt nun der kleine Kokosnuss rufen sie. So etwas hab es noch nie gegeben. Einen Drachen, der nicht fliegen kann. Ein Drache. Der nie? Wo bin ich noch mal? Du bist noch da. Ein Drache, der nicht fliegen kann. Hier auf den Sommerinsel. Das ist ja allerhand auch Mette und Magnus. Mami, du bist jetzt dran. Ja, bist punto. Bist da unten. Okay. Magnus staunen über ihren kleinen Kokosnuss, aber sie freuen sich auch, nämlich auch mächtig ihn wiederzusehen. Ja. Und da bist Punkt, Mami las jetzt. Und da keiner etwas dagegen hat, dürfen Kokosnuss und Kasimir den Winter auf der Sommerinsel bei den großen Drachen verbringen. Eines muss Kokosnuss Magnus allerdings versprechen. Er muss die ganzen Flugstunden bei Proselinde im Frühling nachholen. Doch was ist das schon gegen einen Winter auf der Sommerinsel? Also, so später wieder, okay? Das ist fertig, Mara. Das ist er ist in Sommerinsel. Mathilda. Ya, Mathilda später, ada film dah. Tuh, udah baca buku. Masih Kimi setengah jam. Mami. Setengah jam baca bukunya teman-teman. Enggak. Kayak kalau senang baca tuh gitu sampai lupa waktu. Dia nggak nyangka udah setengah jam aja baca buku. Ini bukunya nih. Bahasa Jerman. Nah, jetzt kann spielen. Kan Wörter spielen ya. Jadi kalau udah selesai belajar, boleh main. Dia mau main susun kata katanya. Kayak gini. Nyusun kata-kata. Nih. Setengah 7. Ya, komm jetzt. Sama Kimi. Sama Kimi sama Maxi. Habis ini main keluar. Maxi, cak halo. Halo. Iya. Halo, halo. Halo, halo. Uni, halo, halo Uni. Halo, halo Uni. Halo, 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 halo. Halo, Bum. Halo, Bum. Kuken, kuken, kuken. Halo, Bum. Was ist das? Halo, Bum. Halo, Bum. Halo, Bum.